Ansage an Corona-Leugner. Ich kann euch nur sagen, haltet euch da dran. Nicht, auch ich finde einige Sachen nicht geil, Digga. Ne? Immer brav Mundschutz tragen und sich an die Regeln halten, Diggi. Ich persönlich, ich sage jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich werde jetzt nicht groß auf den Chat eingehen, ich werde nur meine persönliche Meinung sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass Deutschland noch viel zu Larifari mit der ganzen Thematik umgeht. Wenn man jetzt wieder mitbekommt, wie viele Leute übers Wochenende ins Skigebiet gefahren sind und da die Pisten gestürmt haben, auf engen Raum aufeinander gehockt haben, Deutschland müsste da aus meiner Sicht viel härter durchgreifen. Das sind wir. Wir Schweizer. Das sind wir rum. Aber wenn wir uns mit Deutschland vergleichen, was Deutschland in Kraft ist und was hier in der Schweiz in Kraft ist, also da muss man ja gefühlt schon lachen, was er sieht. Weil was wir in der Schweiz an Massnahmen haben, ist gefühlt Sommerprogramm für Länder, die Corona im Griff haben. Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt und ich will da nicht zu fest da drin gehen, in die politische Angelegenheit und so. Also die Schweizer Massnahmen sind im Gegensatz zu den deutschen Massnahmen absolut wirklich gar nichts. Wir haben nicht einmal keinen zweiten Lockdown gehabt, gar nichts. Und die Schulen sind heute, wo ich den Stream mache, an den meisten Orten wieder aufgegangen. Und man weiß schon seit Monaten, weiss man irgendwie, schon in der Wissenschaft da, ist der wissenschaftliche Konsens da, dass Kinder und Jugendliche Corona genauso weitergeben und verbreiten wie alle anderen Menschen. Aber die Schulen, die bleiben wahrscheinlich jetzt noch die ganze Zeit offen. Es ist ja okay und man soll die Schulen offen behalten. Die Schulen müssen so lange wie möglich offen bleiben, dass die Eltern nicht zu fest belastet sind und die Kinder natürlich auch nicht. Aber jetzt auch noch mit der neuen Variante, die irgendwie 50% ansteckender ist, die nächsten Monate sehe ich irgendwie sehr, sehr, sehr schwarz. Wenn es schon so solche Maßnahmen einführt, weil die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wir werden alle zu Hause eingesperrt, in Anführungszeichen. Viele verlieren ihren Job, viele verdienen kein Geld. Aber es ist so halbherzig, Digga. Macht doch einen harten Lockdown. 4 Wochen, 5 Wochen dicht. Nur das Notwendigste vom Notwendigsten, so wie es andere Länder vorgemacht haben. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass wir groß im Lockdown sind. Ja klar, ich kann jetzt nicht mehr schwimmen gehen, ich kann nicht mehr essen gehen. Aber irgendwie, wenn ich beim Bäcker drinne bin, Digga, stehen auch 6 Leute nebeneinander, so mäßig, weißt du? Also der Ansatz von irgendwie 3-4 Wochen, einfach ein härter Lockdown und einfach sagen, puff, fertig. Kann man gut sagen, wenn man in einer Villa wohnt. Ja, das stimmt. Das kann man gut sagen, wenn man allein in einer Villa wohnt. Das stimmt natürlich schon. Aber das Problem ist, glaube ich, nicht unbedingt das. Ich glaube, nachhaltig würde es in unserer Wirtschaft und auch allen Leuten, die werken, würden es den Leuten nachhaltig besser gehen, wenn man eine wirklich sehr, 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 sehr tiefe Inzidenz hätte in der Schweiz. Dann würden wir die Fälle auch wirklich ganz nach unten bringen und dann könnten wir vielleicht auch die eine oder andere Öffnung schneller machen und wir können besser durch alles durch. Ich glaube, mit einem harten Lockdown kann man auf die lange Zeit auch mehr wirtschaftlichen Schaden verhindern und dann ist es im Endeffekt gleich um Stonks und es würde besser laufen für die Schweizer Wirtschaft. Natürlich bin ich kein Experte, aber es habe ich schon ein paar Noten schon gelesen von der Wissenschaftstaskforce und so weiter und so fort. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was im Bundesrat los ist, aber es wird irgendwie auf die Wissenschaftler so richtig geschissen, kommt mir so vor. Lieber einmal richtig alles isolieren und aufs Minimale runterfahren, auch wenn es wirtschaftlich schadet, aber auf Langzeit ist es aktuell, und wir fahren jetzt diese Politik seit, keine Ahnung, März letzten Jahres, führt ja zu nichts, Digga. Gehen wir mal davon aus, was nicht so ist. Gehen wir aber mal davon aus, ich hätte einen Blumenladen. Jetzt ein doofes Beispiel aus Buxtehude. Angenommen, ich hätte einen Blumenladen in Buxtehude. Die Blumenläden in Buxtehude oder bei uns in Niedersachsen müssen zumachen, müssen ihren Laden schließen. Tasche leer. Im Marktkauf Buxtehude, das ist so wie ein Rewe, in diesem Einkaufszentrum ein Blumenladen. Der darf aufbleiben, weil Lebensmittel, also... Digga, es ist einfach dumm. Es ist einfach, Digga, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Das muss man einfach nicht verstehen, Brudi. Und das, also, wäre ich Blumenladenbesitzer, nur mal ein Beispiel von vielen, und dann würde ich gefühlt, Digga, ich würde nicht klarkommen. Da gibt's keinen zu verstehen. Wenn der Blumenladen in der Innenstadt dicht macht, dann muss der Blumenladen im Einkaufszentrum auch dicht machen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Warum kann der eine Blumenladenhändler, der macht jetzt seine Taschen voller als voll, weil er nicht schließen muss, weil er in... Ja, aber da redet er ja einfach von, wie die Regelungen sind und bei uns
zwischen den verschiedenen Kantonen, was da jetzt in den letzten Monaten für unterschiedliche Regelungen gelten haben. Maskenpflicht in den Läden hier, da nicht, da schon, da nicht. Es ist irgendwie so lost gsi. In den letzten Monaten habe ich nicht gewusst, in welchem Kanton ist Maskenpflicht, wo schon, wo nicht, wie, wo, was. Ich bin erst mit dem Adi über den Sustenpass gefahren. Oder? Ja, ich glaube, es war der Sustenpass. Mit dem Töffel über den Sustenpass sind wir im Kanton Uri gestartet. Keine Maskenpflicht gewesen. Ja, okay, wir sind von Uri auf Bern, da war auch keine Maskenpflicht gewesen, aber bei mir zu Freiburg war Maskenpflicht gewesen, zu Uri nicht, zu Bern auch nicht. Ganz, also, dass da nicht möglich ist, irgendwie keine schweizweite Sachen wirklich die ganze Zeit zu machen. Und auch jetzt in der letzten Zeit, irgendwie im Wattland, die Restaurants dürfen öffnen, die Skigebiete. Hä? In einem Einkaufskomplex, in einem Einkaufszentrum ist, da gehen jetzt alle hin, Digga. Weil sie Blumen haben wollen. Der Andrang ist da riesig. Digga, der macht das Geschäft seines Lebens. Aber der Blumenladen in der Innenstadt, Digga, macht Minus, kann seine Miete nicht zahlen. Noch ein Beispiel. Beispielsweise Foto Schatke bei uns in Buxtehude. Ein sehr, sehr guter Laden. Okay, Foto Schatke interessiert uns alle, oder Chat? Ja. Ich kenne den Chef, der Chef und ich sind so. Alles ganz nette Leute. Foto Schatke, ein Traditionsladen in Buxtehude. Muss zumachen. Die Foto-Ausdruckautomaten in einem Butnikowski bleiben auf. Da können die Leute weiter ihre Fotos entwickeln. Etc. etc. Aber der Fotoladen, Digga, der muss zumachen. Da gibt's für mich keine Logik, Digga. Da ist keinen Sinn hinter. Das es leuchtet mir einfach nicht ein wie eine Glühbirne, Digga. Das ist einfach eine Verarsche. Und das tut mir wirklich leid für diese Leute. Irgendwo macht's natürlich, also irgendwie wird Deutschland das rechtfertigen. Ja, aber eben, ich glaube auch in dem Sinn ist es besser, einen fetten Lockdown jetzt einmal zu machen und nein, einfach weiterhin noch harte Massnahmen zu haben, dass wir einmal ein bisschen besser aus der jetzigen Krise rauskommen. Ich meine, die Spitäler immer noch so fucking voll sind und jetzt nach der Weihnachtszeit und so habe ich nicht das Gefühl, dass die Zahlen auf einmal magischerweise werden sinken, weil gefühlt alle Leute haben Weihnachten mit den alten Leuten verbracht, mit hier, der Familie. Es ist einfach so ein Wischiwaschi-Regime in der letzten Zeit und ich habe das Gefühl, ich glaube, das hat in der Schweiz wirklich gar nicht gut da und dass jeden Tag ungefähr 100 Leute sterben, das macht mich auch extrem traurig, dass wir in einem Land wohnen, wo wirklich die Wirtschaft über so viele Menschenleben gesetzt wird. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen drastisch ausgesprochen und so, aber es tut mir einfach weh, wenn ich so etwas höre und auch wenn ich sehe, dass wir auf der Rangliste dass wir in der Top 10 sind von den meisten Toten im Land pro 100'000 Einwohner. Dass wir in der Top 10 sind von Europa. Wenn mir das jemand erzählt hätte, am Anfang von der Corona-Krise, dass die Schweiz ist von den fucking entwickelsten Ländern dort in der Top 10 sind von den Leuten, die am meisten gestorben sind. Und obwohl wir eines von den besten Gesundheitssystemen haben, dass wir so verschießen. Ey, das hätte ich nie erwartet. Und ich höre jetzt gerade auf. Ich will jetzt nicht zu fest darüber schnurren und darüber mich aufregen. Aber ich einfach das kurz sagen. Aber für uns alle ist es einfach, Digga, denke ich mir, dumm. Memo sein Laden. Kaffee und 2 Automaten vorne. Er muss dicht machen. In Niedersachsen Tipico ist zu. In Baden-Württemberg nicht. Hä? Shitstorm kommt, Kappi. Der ist schon, dass da irgendein Medium oder so sich dafür interessiert. Das ist doch denen alles scheißegal oder wissen was. Also da habe ich keine Angst, dass da irgendetwas Shitstorm-mäßig kommt. Ich finde einfach, es ist nie auf die Wissenschaft gelost gekommen, Adi. Und ich finde es einfach schade, dass so sehr auf die Wissenschaft wie geschissen worden ist und der neue Bundespräsident Guy Parmelin irgendwie sieht, wir haben im Sommer nicht gewusst, dass das auf uns zukommt oder wie sie ein bisschen zu Larifari waren, obwohl die Wissenschaftstaskforce davor irgendwie gesehen hat, wir müssen härtere Massnahmen haben als das bringt nichts. Ja. Ich finde, die Schweiz macht es besser als die meisten Länder. Wieso, Nico? Ich finde nämlich nicht. Ich finde 100 Tote am Tag viel zu viel. Also ich weiß nicht, wie du es hast, aber ja.
Beim ersten Lockdown wurde gesenkte Mehrwertsteuer uns zugesagt, weil wir ja in so einer Krise sind. Der zweite Lockdown, genau dasselbe Szenario, die Mehrwertsteuer wird wieder erhöht. Nice, danke. Perfekt, Digga. Ja, gut, alles klar, niceness. Da fühlt man sich auf jeden Fall nicht im Stich gelassen. Ja, aber die Schweiz ist halt way anders als die anderen grossen Länder. Die Schweiz kann sich die Massnahmen so erlauben. Ja, aber also ich sehe natürlich die Punkte. Ich verstehe das, was du meinst. Klar sind wir ein vermögends und sehr reiches Land. Aber die Massnahmen sich so wie zu erlauben und gleichzeitig in Kauf zu nehmen, dass x Menschen sterben. Und dass wir zu den Top 10 Ländern gehören mit den meisten Toten pro Einwohner. Das verstehe ich nicht. In Gottes Namen wirklich nicht. Ja, CO2-Steuer noch teurer, ja, natürlich, ich habe das mitbekommen. Ja, also da bin ich zum Teil schon sauer. Also, Diggi, wir sind nicht in der Politik und ich glaube auch, dass das wirklich auch eine schwere Zeit für einige Politiker ist. Aber wenn man jetzt einfach mal neutral ein bisschen von außen betrachtet, fällt einem vieles auf, wo man sich einfach an den Kopf fasst. Man muss sagen, Merkel hat es echt gut durch die Krise geführt, aber manche Sachen, die Ländersachen sind einfach so lost. Bruder, ich bin jetzt nicht in der Position zu beurteilen, ob Merkel uns gut durch die Corona-Scheiße geführt hat oder nicht. Aber ich kann dir nur eins sagen, wir haben das seit März letzten Jahres, jetzt haben wir Januar nächstes Jahr und die Scheiße ist brandaktueller als je. Fühlt sich für mich nicht an nach einem gut geführten Corona-Krisenkram. Digga, wir leben im Jahr 2021 im Januar und die Zahlen und alles sind höher in jedem Bundesland als... Jeder 20. Schweizer hat schon Corona gehabt. 7700 Tote. Ja, eben. Also, ich finde das sehr traurig. Und es sind einfach zu viel. Obwohl man es hätte verhindern können. Ja, Impfung, ja. Die Impfung läuft ja jetzt langsam an, aber gefühlt liest man ja auch in den Medien, es ist zu wenig bestellt gekommen. Ah, chillig, Digga. Sonst hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Oder einer guten Praxis, die sie in den letzten Monaten angewendet haben, Digga. Für mich, also, wenn ich was in der Politik zu sagen hätte, Digga, und das habe ich nicht, aber ich sage trotzdem meine Meinung, hätte ich was in der Politik zu sagen, würde ich einen harten Lockdown veranlassen und die Leute, die sich nicht daran halten, hart bestrafen. Richtig hart bestrafen. Was bringt uns das alle? Die sich dran halten, egal ob sie es fühlen oder nicht. Aber all die Leute, die 100 und Millionen Leute, die 100.000 und Millionen Leute, die sich daran halten, was bringt das, wenn wir uns alle daran halten, aber ein paar Querdenker und ein paar Idioten sich nicht dran halten, Party-Marty machen und den Virus weiter und weiter und weiter. Diese Leute... Wie seht ihr das dazu? Harte Strafe. Harte Strafe für die Leute, für die Motherfucker, die sich wie nicht daran halten, die das Gefühl haben, sie müssen Party machen mit 10, 15, 20 Leuten. Momentan ist es ja so, wenn irgendjemand in der Schweiz oder in der ÖV oder irgendwo keine Maske trägt, gibt es ja keine Strafe. Also es gibt ja keine Strafe für diesen Typ. Der muss gar nichts befürchten. Es ist einfach so, ja, halt jetzt halt keine Maske angegeben. Klar, die einzelne Person, ja, okay, verstanden ich schon, dass das jetzt nicht den Braten fest macht, aber so viel Biasen, die ich sehe, irgendeine Maske in die Richtung tragen und so weiter und so fort. Also, ich sehe so viele Leute, die irgendwie einen Fick drauf geben. Und ich verstehe es auch plötzlich weiter. Junge, ja, man will etwas machen, man will sich nicht sozusagen da unterwerfen dem Ganzen, aber dann müsste einfach irgendwie ein bisschen eine fettere Buße herkommen. Irgendwelche Leute sind jetzt war natürlich ein rapides Beispiel, irgendwelche Leute, die auf Twitch mal live gestreamt haben, wie sie in der S-Bahn sind und grün, nimm die Maske ab zu einer Frau und einem Kind, Digga, ab in den Knast mit dir, du Sohn. Ab in den Knast mit dir. Jalla. Und dann kannst du da rumbrüllen, wie du willst, aber Vaterstaat hatte schon mal das Talent, Leute milde zu bestrafen, die eigentlich eine härtere Strafe verdient haben und Sachen, die nicht so harte Strafen verdienen, hart zu bestrafen. Siehe zum Beispiel Steuerhinterziehung. Das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel. Aber du kannst in Deutschland eine Frau vergewaltigen, kriegst dafür 2 Jahre Bewährung, hinterziehst aber ein paar Millionen Steuern und wanderst erstmal für 5 Jahre Knast, Digga.
Und das ist halt auch ein grundlegendes Problem aus meiner Sicht, dass die Strafen in vielen Sachen einfach viel zu milde sind, Digga. Gut, da bin ich absolut kein Experte. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, da kann ich jetzt nicht groß etwas dazu sagen, aber die Schweiz, ja, der Freshmo schreibt es, die Schweiz macht immer Kompromissentscheidungen, in der jetzigen Situation schlechte Idee. Ich sehe es eben auch so, Kompromiss zu machen zwischen Wirtschaft und Leben von Menschen, die in der Schweiz leben, da sehe ich eigentlich nicht den Anlass dazu, irgendeinen Kompromiss zu fahren. Und Länder, wo die Krise gut eingedämmt haben und ein bisschen Sicherheit haben geschafft, auch für die Unternehmen und für die Wirtschaft, denen geht es viel besser als wir. Diesen Leuten, diesen Ländern geht es wirtschaftlich viel besser. Sie haben die Sicherheit, wo die Unternehmung eben extrem wichtig ist. Und darum sind so viel wahrscheinlich ganz, ganz grosse Unternehmen in der Schweiz für eben die Sicherheit, die man hier in der Schweiz hat. Und das ist momentan nicht so gegeben. Die Leute reiten Vaterstaat auf der Nase rum, Digga. Was sich die Polizisten bei solchen Demonstrationen gefallen lassen müssen, ist einfach ein Witz, Digga. Das ist die Staatsmacht. Die Leute, Digga, wo du Respekt vor haben musst. Das sind die du rufst, wenn deine Mutter überfallen wird. Whatever. Dann willst du deren Hilfe haben. Die müssen sich so viel gefallen lassen, Digga. Können nichts machen, Hände gebunden. Das ist einfach, Digga, es nervt mich einfach. Ich will einfach, Digga, wieder normal in mein Leben. Und ich tue auch was dafür. Ich halte mich dran, Digga. Ich hänge fast den ganzen Tag nur zu Hause. Ich mache nichts mehr. Weil die Sachen, die ich machen konnte, wurden mir genommen. Nicht beruflich. Privat. Ich leide. Wirtschaftlich leide ich da nicht drunter. Ich darf mich nicht beschweren. Aber ich sehe ganz viele Freunde, Bekannte, Verwandte, die darunter leiden. Ja, aber wir jetzt relativ viel vom Mund gehört, weil der Weg ich durch noch das ganze Video einziehen. Aber ich habe einfach das Video am Anfang gesehen und dachte, ich da noch kurz darüber reden, über das Thema, weil in der Schweiz einfach irgendwie auch meine Meinung, das ist natürlich nur meine Meinung und ist wahrscheinlich auch nicht ganz ja nicht alles gelesen und weiss alle Quellen und so weiter und so fort, aber ich sehe es einfach auch so, dass man einfach mit der ganzen Corona-Krise, das ganze Corona-Management in der Schweiz ist einfach bis jetzt für mich einfach überhaupt nicht gut gewesen. Also ich sehe es nicht ein, wieso, wo alles so Larifari locker ist die ganze Zeit. Das sehe ich nicht ein und ja. Was soll man denn machen? Noch einmal ein harter Lockdown? Ich sehe es einfach nicht, noch einmal einen harten Lockdown zu machen. Natürlich wird es Zahlen drücken, aber das mit der Schule zumachen hat obvious nicht geklappt und nicht jedes Geschäft kann auf online umstellen. Ich weiß schon, was du meinst, Micha, aber es geht darum, jetzt in der Zeit, oder es geht darum, in der Zeit jetzt gerade die Inzidenz viel tiefer zu halten als jetzt. Viel tiefer zu halten, als wir sitzen hier. Wir sind schon auf einem High die ganze Zeit gewesen. Und Predictions sagen gefühlt alle, dass es noch weiter nach oben geht, jetzt nach Neujahr, nach Weihnachten und so weiter und so fort. Und dann müssen wir einfach die Zahlen doch einfach mal ein bisschen weiter nach Null bringen und nicht gefühlt eine von den höchsten Inzidenzen von Europa haben. Das ist nicht nur für die Unternehmung eben gut und auch für die Schulen gut, sondern eben auch für die Spitäler und für die Angestellten dort und für die Todeszahlen. Jeden Tag 100 Leute, die sterben, also ich weiß nicht, ja. Am Schluss hat sowieso jeder seine Meinung und wir können nicht selber entscheiden, was der Bundesrat macht. Ja, true, natürlich. Und eben mit dem Satz machen wir auch einen Punkt dahinter. Ich sehe das so, ihr habt das so gesehen. Es ist ja egal. Also es ist jetzt so einfach kurz darüber mit euch diskutieren. Und das ist nice. Also ich tue gerne mit euch darüber diskutieren und mit euch eben genau mal über ein ernstes Thema reden. Das mache ich gerne.